Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja, das sind wir wieder. Ich habe was nachzuholen. Und zwar geht es jetzt hier um die Streamenes vom 11. Ich glaube, einer ist noch vom 10. dabei. Ich habe total den Überblick verloren, was in letzter Zeit ist. Also, er hat mehrere, mit denen er. Was ich inzwischen vor Dulli auch gecheckt habe, dass es dieser Hintergrund ist von den Simpsons. Von diesem Meme, wo Homer in der Hecke verschwindet. Da hat er mehrere Sachen gemacht. Hier ist es jetzt irgendwas noch mit irgendwie Raumschiffmäßige. Fragt's mir, keine Ahnung. Den einen Teil habe ich ja euch den Community-Post schon geschrieben. Habe ich mit dem guten Mad Dog gemacht. Das findet ihr beim Mad Dog auf dem Kanal. Es ist alles wieder hochutopisch. Er macht seine ewig gleiche Platte den ganzen Tag. X-Button, Monolog. Läuft in der Dauerschleife. Genau, was war noch? Ja, ich habe eure Kommentare gelesen, sehr, sehr, sehr nett. Es ist, glaube ich, ein bisschen falsch rübergekommen, was ich das letzte Mal gesagt habe. Nicht ein sehr guter Freund von mir, sondern ein sehr guter Freund von einem Freund von mir. Um den ist es da gegangen bei dieser Selbstmordgeschichte. Ja? Ich habe den eigentlichen Betroffenen flüchtig gekannt, aber halt sein bester Freund ist ein guter Freund von mir. So rum sieht ein Schuh aus. Dann, ja. Schauen wir mal, was los ist. Wir haben jetzt hier das erste Video bei Rendern hochladen, so eine Zusammenfassung, ich glaube, von dem kompletten 10.10. Der hintere Teil ist der mit der Hecke. Das ist, wie gesagt, glaube ich, das, was ich mit Mad Dog gemacht habe. Das heißt, bis hier 15 Minuten, alles, was hier Space Ogre ist, schauen wir uns da an. Hier ist auch wieder Hecke. Ach, frag mich nicht, keine Ahnung. Und dann haben wir nochmal 2 Videos bei den Anti-Mobbing-Guys. Insgesamt sollten wir auf 3/4 Stunde reiner Materialkämmer. Schauen wir mal, wie lange die ganze Scheiße dann dauert, wenn es fertig ist. Gut. Dann hat mir nichts anderes zum sagen wie: Hockt euch her, sammer mehrere, reißt euch eine halbe auf, mir ginge einer in Rainer. So, jetzt hat. Ja, jetzt hat er. Emil Rainer. Ui, da fühlt er sich, glaube ich. Monte will sich mit dir treffen. Glaube ich ja nicht, dass sich der Monte mit ihm treffen will. Aber wie er diese Filter. Wie nervig soll der Filter sein, Rainer? Ja. Monte will sich mit mir treffen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Aber leckt's mich doch am Arsch. Das ist doch. Aber Rainer hat sich da hingesetzt. Oh, Spielzeug fliegt. Boah, schaut das cool aus. Ich habe mit Monte kein Problem. Hatte ich nie. Aber ich glaube nicht dran. Los, mach mal was. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja, dass ich Monte mit mir treffen will, haben jetzt ungefähr 7 Leute gesagt. Ich glaube zwar nicht dran, dass das stimmt. Das ist wahrscheinlich wieder eine Verarsche von irgendwelchen Leuten. Aber wenn sich Monte mit mir treffen will, er kann mir jederzeit schreiben. Er glaubt zwar nicht, dass das so ist, aber ein kleines Fünkchen Hoffnung hat er ja. Er glaubt ja doch, es passiert irgendwann. Ja, also im Moment, klar, ja, wahrscheinlich Hater, wahrscheinlich Verarsche, wissen wir alles nicht genau. Aber die Hoffnung hat er ja schon noch, dass irgendwelche großen Streamer, irgendwelche großen YouTuber erkennen, dass er das arme Mobbing-Opfer ist und Unterstützung braucht. Und dann kommen sie angeritten, wie Gandalf und die Reiter von Rohan hier am Morgen des 5. Tages oder was das war, fragt's mir nicht mal ewig her, dass ich es gesehen habe. Ne? Schlacht um Helmsklamm. Die Schlacht ist fast verloren, Rainer ist fast besiegt. Und dann kommen doch noch die YouTuber Deutschlands, vereinigen sich
Ja, und kommen ihm zur Hilfe geritten. Und dann können endlich die Hater nichts mehr tun, weil die ganze Community von denen ihm hilft. Ja, weil sie alle erkennen, was er für dufter Typ ist. So wird das passieren. Das ist für ihn doch kein Problem. Kann mich doch jederzeit auf meine E-Mail-Adresse anschreiben, die ist ja nicht unbekannt. Also von daher sollte das kein Problem darstellen. Nimm mich. Oh, sowas solltest du niemals in einen Drachenlord-Stream schreiben, glaube ich. Nee, wirklich nicht. Ganz ehrlich nicht. Wenn du nimm mich in einen Drachenlord-Stream schreibst, das geht schnell nach hinten los. Wie schläfst du? Meist Wahrscheinlich schlecht. Sag mal ganz ehrlich. Glaubt ihr, der hat einen erholsamen Schlaf? Dieses fleischgewordene Riesenfurzkissen, wenn der sich in irgendein Bett reinwongelt, die ganzen Massen drücken von oben drauf, der wird in der Nacht, der kann ja im Sitzen kaum schnaufen, geschweige denn im Gehen. Der wird in der Nacht kaum Luft kriegen, da ich mal sagen. meistens mit geschlossenen Augen. Manchmal aber auch mit offenen. Oh, super schlagfertig. Hoi, der Keks. Das ist genauso wie das letzte Mal, wo bekommst du deinen Strom her aus der Steckdose? Einfach, das ist auch wieder diese Geschichte. Da schreibt er, ja, wie schläfst du? Da geht es wahrscheinlich jetzt, ist darauf abgezielt, wegen der Obdachlosigkeit. Wir wissen alle, er pennt in irgendwelchen Hotels aktuell. Und anstatt, dass er sich da wirklich einfach hinsetzt und da ehrliche Antwort gibt, ja, keine Ahnung, dass er sagt, ja, ich weiß nicht, in letzter Zeit nicht so gut oder eigentlich ganz gut oder was, mit geschlossenen Augen. Ich habe mehrere Gäste. Also schauen wir mal. Ich weiß, ich werde es bereuen. Wie er wieder schnaubt. Bleib halt sitzen. Wenn du dein Arschgebirge schon mal irgendwo geparkt hast, dann bleib halt sitzen. Man weiß doch, dass du am Schnauben bist, wenn du dich bewegst. Kein Mensch versteht mehr irgendwas. Was geht ab, Drachenlord? Alles, was Beine hat. Hey Junge, mein Vorbild. Sagt das gar nicht? Ah ne, er ist zu sehr mit Schnauben beschäftigt. Ja, ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ja, meine Kamera ist aus, die funktioniert nicht so. Also ich gehe von aus, du bist kein Hater. Rainer. Niemand, ganz ehrlich, niemand, der deine TikTok-Tätigkeiten verfolgt, ist kein Hater. Es sind alles Hater. Die wollen nicht sehen, wo du jetzt gerade auf der Erbärmlichkeitsskala nach unten gerutscht bist. Und wie du dich lächerlich machst. Weil zur Schanze meddeln kann man ja nicht mehr. Damit man den Tanzbär beim Tanzen zuschauen kann. TikTok ist jetzt gerade das Einzige, wie es noch geht. Alle Leute, die du hier potenziell als Gast einladen kannst, sind Hater. Alle. Wenn du das schon so sagst. Nein, du bist ohne Spaß, du bist mein Vorbild. Du bist krank. Du überlebst den ganzen Hate, den die Leute dir geben. Es ist einfach krank. Ja, Überleben und Leben, das sind aber zwei verschiedene Schuhe, ne? Überleben kann jeder. Nein, Rainer, überleben kann auch nicht jeder. Ohne Probleme. Vor allem du nicht, Rainer. Du bist überhaupt nicht lebensfähig. Ganz ehrlich, hier die Gemeinde, wenn du nicht die Barnen ausgeschmissen hättest für die Übernachtungen, die du in der Tattoo umgesetzt hast, dann wärst du richtig am Arsch gewesen. Wenn er ein bisschen Rückgrat hat. Rainer und Rückgrat. Da brauchen wir nicht mehr reden, oder? Aber Leben ist nochmal eine andere Nummer. Okay, ich glaube, er ist weg. Mal ein bisschen was für die schlanke Linie tun heute. Welche schlanke Linie? Rainer, welche schlanke Linie? Hast du dir mal angeschaut, wie fett du dich gefressen hast? Es ist ja auch kein Wunder, wenn du
bei diesem einen und demselben Bäcker jeden Tag drinnen hockst und dir den süßen Scheiß ins Gesicht renderst für zig und zig und zig und noch mehr Euro. Ich hab schon wieder 3 Kaffee gesoffen, ey. Boah. Und wir wissen alle, wie Rainer seinen Kaffee trinkt. Der hat Sirup-Konsistenz. Weil in eine Tasse Kaffee haut er 12 Stück Würfelzucker rein. Dann wird umgerührt. Boah, ich schütze mir hier gerade einen Ast, ne? Und wenn er einen Löffel aus dem Kaffee rauszieht und der Kaffee zieht Fäden, dann hat er die richtige Konsistenz. Und dann rein damit. Hallöchen, Rainer. Na, Bent. Ich wollte mal fragen, wie es bei dir jetzt mittlerweile aussieht, dadurch, dass du kein YouTube mehr machen kannst, dadurch, dass du gesperrt worden bist, wie es bei dir jetzt ausschaut, so im Allgemeinen. Das ist eine sehr schöne Frage, die subtil gewisse Knöpfe bei ihm drückt. Der Mund wird auch schon klein. Oh, YouTube-Sperrung, da will er jetzt überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Also über dieses Thema, schwierig. Schwierig. Naja, ich kann ja schon andere Sachen halt auch machen, ne? Ja, hier TikTok Odyssey, aber da wirst du nicht dir einen Lebensunterhalt finanzieren können. Vor allem, ich habe schon mal gesagt, das Leben als Obdachloser ist teuer. Wenn du irgendwas Warmes fressen willst, musst du das irgendwo holen, wo das Leute für dich zubereiten, weil du auf der Straße schlecht kochen kannst. Das kostet mehr Geld. Und Rohkost frisst er nicht, das wissen wir alle. Das heißt, allein die Verpflegung, klar, er hat jetzt keine Heizkosten oder sonst irgendwas, aber er muss jetzt zum Beispiel in Hotels übernachten, das ist ja dann auch wieder die Geschichte. Ja. Der Alltag für ihn ist nochmal teurer wie für jeden von uns aktuell. Ja, wie steht's denn bei dir momentan? Wie geht's dir momentan? So, sagen wir. Und die wenigen TikTok-Barren, die jetzt hier erbetteln kann, wird die Leute sagen, ja, hier mit dem Schnörres und dem Cowboy-Hut, da kriegt er jedes Mal Barne. Aber das macht das Kraut nicht fett. Erstens bei seinen Ausgaben, wenn ihr am Tag zwischen 25 und 40 Euro beim Bäcker lasst, für irgendeinen süßen Krampf, dann ist es schneller mal weg. Da müsste der den ganzen restlichen Tag müsste der bloß noch irgendwie am TikTok streamen sein. Und es haut halt nicht hin. Also davon ist kein Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber Rainer glaubt, er muss jetzt einfach nochmal durchhalten. Er muss jetzt durchhalten. Ja, jetzt ist gerade ein bisschen Durststrecke, aber das geht wieder bergauf. Und er sieht sich, wenn er jetzt nur lange genug der Gemeinde auf die Eier geht, dann stellen die ihm wieder ein Haus und dann stellen die ihm nochmal einen privaten Sicherheitsdienst zur Verfügung und dann gehen die zu YouTube und schmeißen denen die Prügeln aus, damit er seinen Dulli-Kanal wieder kriegt und damit er wieder am Bach nicht betteln kann. Wir mal den psychischen Verlauf von dir. Psychischer Verlauf gibt's gar nichts. Also meine Psyche ist ja immer schon stabil gewesen, weil Genau. Das ist psychisch super stabil. Du hast praktisch in jedem Stream der letzten Woche irgendwas über Suizid schwadroniert. In jedem. Das machen nur psychisch stabile Leute, Rainer. ich mich von so einem Kindergarten nicht unterkriegen lasse. Ja, alles klar. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, Rainer, damit ich mit dir sprechen konnte und wünsche dir noch einen angenehmen Tag, ja? Danke dir, wünsche ich dir auch. Bitte. Ciao. Hallo Rainer, kannst du mich hören? Jo, ich höre dich. Was Servus. geht ab? Was machst du so? Ich stehe hier rum und streame. Rainer, nein, du sitzt. Ich bin ziemlich sicher, dass du gerade sitzt. Okay, wo pennst du, wenn ich fragen darf? Bitte? Wo du pennst, meinte ich. Hast du da Freunde oder hast du irgendwie so bei der... Vorzugsweise in einem Bett. Ui, wer hätte jetzt damit gerechnet, dass das kommt? Lass mich raten, mit die Augen zu. Du brunst dummer Hohlkopf, du Blöder. Okay. Ja, ganz ehrlich, jetzt mal auch an die ganzen Leute im Chat, weil ich die Frage jetzt ungefähr 100 Mal gelesen habe. Denkt ihr ernsthaft, dass ich euch erzähle, wo ich schlafe, nachdem... Rainer, das musst du überhaupt nicht. Das wissen die Leute schon. Das wissen die Leute schon. Und dein letztes Hotel ist auch nur deswegen geleakt worden. Obwohl es die Leute vorher schon wussten, haben sie es erst geleakt, als du im Streamende wieder angefangen hast, um Mitleidsbarene zu betteln. Und so, ja, hier, ich weiß nicht, wo ich hin soll, muss auf der Straße schlafen. Und so, nee, du schläfst im Hotel, in diesem hier.
Boom. Scheiße. Und auch da hast du wieder selber auf die Füße geschissen. So wie du es immer machst. Eben jedes Mal, wenn ich nicht mehr was veröffentlicht habe oder gemacht habe oder mich noch nicht einmal im Internet aufgehalten habe, um eben genau diesen Situationen aus dem Weg zu gehen und es trotzdem veröffentlicht wurde, dass ich wirklich sage, wo ich schlafe. Das wäre nur eine Frage gewesen. Denkt das doch war mal nicht euer, persönlich oder so. ja, aber denkt doch mal zu Ende. Ganz zu schweigen davon, auch Rainer, wir wissen, Rainer will auch soziale Kontakte haben. Ja? Nicht, weil Rainer irgendwie Freundschaft oder Liebe oder sowas empfinden kann. Rainer braucht jemanden, der ihm schon im Schwadronieren zuhört. Und der ihm recht gibt, wenn er seine unbesiegten Monologe rausballert und sagt, ja, hier die bösen Haters, hier ladi-dadi-dadi-da. Das Problem ist natürlich, dass Rainer einen fürchterlich beschissenen Charakter hat und niemand mit ihm befreundet sein will. Sprich, alle Leute, die Rainer als Freunde ansieht, wir haben das jetzt erst wieder bei Demon Cookie gesehen, sind Hater, die halt seinen Freund spielen, um sein Vertrauen zu erschleichen, um Infos zu leaken, die er ihnen dann bereitwillig gibt, dagegen, dass sie ihm halt zuhören, bei seinem höchst utopischen Bullshit, den er den ganzen Tag aus seinem Gesichtsgully rausscheißt. Und dann wundert er sich, wie er wieder geleakt worden ist. Ne? Es geht jetzt nicht gegen dich als Person oder gegen die einzelnen Personen, die das gefragt haben, aber zu mir wird immer gesagt, ich bin dumm oder handle dumm. Da muss man doch eigentlich, ja, man muss doch mal zu Ende denken. Ja, du bist dumm und handelst dumm und natürlich versucht man dich dann ein bisschen aus der Reserve zu locken. Es ist ja nicht das erste Mal, dass du dich auch selber geleakt hättest. Wie oft hast du irgendeine Scheiße im Stream von dir geleakt, wo du danach, upsi, habe ich immer hier meine Daten von all meinen Discord-Freunden geleakt, das ist aber scheiße. Ja, so kann mal passieren. Oder wo du vor kurzem dann irgendwie dann ewig weg warst, dann hast du wieder gestreamt, bumm, erstens streamen, oben erstmal IP-Adresse geleakt. Dass gleich alle gewusst haben wieder, wo du warst. Natürlich, wenn irgendjemand dazu zu bringen ist, aus reiner Dummheit, ja, reiner Dummheit mit AI ganz wichtig, sich selber zu leaken, dann bist es du und man muss einfach nur oft genug versuchen, du verplapperst dich schon irgendwann. Da los ist. Ich will euch jetzt nicht beleidigen, weder dich noch die anderen, Das liegt ihm fern, Rainer hat noch nie irgendjemanden beleidigt. aber Ja. das ist doch eine Frage, die stellt sich doch eigentlich gar nicht. Weil das ist doch klar, dass ich die nicht beantworten werde. Eine Frage noch. Was hältst du von Kurdistan? Von was? Von Kurdistan. Sagt mir nichts. Ach, schade, Rainer. Weiß nicht, was Was? du mir damit sagen willst. Ja, Rainer weiß nicht einmal, dass gut ist. Ah, ja, komm. Da ist er weg. So, da bist du nochmal. Ja, vorhin ging's nicht so gut. So, Alter. Ich habe ein paar Fragen. Nicht Alter sagen, das mag der Rainer überhaupt nicht. Außer natürlich, er sagt selber, dann ist das wieder was anderes, aber ansonsten ist das ganz, ganz böse Gossensprache. Da fliegt ganz schnell einmal der Bannhammer. Du fängst jetzt wieder richtig mit Social Media an. Wenn ich wieder anfange mit dem Ganzen, ja, dann bekomme ich wieder Probleme mit dem Landratsamt und mit der Gemeinde, weil die dann sich wieder in der Situation sehen, so, ja, sie halten sich ja nicht dran, dass sie keine Videos machen, obwohl es nie mit irgendjemandem abgesprochen war. Sie halten sich nicht dran, sie machen wieder Werbung, sie machen wieder den ganzen Scheiß, sie pushen dadurch wieder den ganzen Hate. Das ist richtig, da haben sie recht. Rainer, du stehst bei denen seit Wochen auf der Matte, bist am Barne betteln, und sage ich bin jetzt euer Problem und ich bin jetzt hier und ihr habt mir jetzt gefälligst ein Haus zum Stellen oder zumindest eine Wohnung etc. Ja? Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die das sogar tun würden, wenn du dich rechtlich verpflichtend versprechen würdest, irgendeinen Vertrag unterschreiben, dass diese ganze Internet-Social-Media-Scheiße passé ist. Ja? Ich weiß nicht, ob sie nur um Ruhe zu haben, wir sagen, okay, da ist eine Sozialwohnung für die nächsten 2 Jahre, schau, dass du irgendwie dein Leben auf die Kette kriegst und du fliegst aber an dem Tag raus, an dem du nochmal einen Streamen machst oder irgendein Video ins Internet scheißt. Ich weiß nicht, ob irgendwann werden die wahrscheinlich das Verzweiflungslevel erreicht haben, weil sie nicht denkt haben, ich kann die Winkelspiel sitzt wahrscheinlich jetzt ich kann sein dummes Gesicht nicht mehr sehen. Jeden Tag steht er hier und bettelt um Barne.
Und damit ist ja die Situation, dass mir geholfen wird, wieder viel geringer. Hier Ja. kannst du großes Geld machen, Und glaub mir. jetzt, das ist der Witz dran, habe ich gar kein Interesse dran. Ich habe kein Interesse dran, einen Ferrari zu fahren. Ey, nein, das ist wieder der Bescheidenheitslord. Den habe ich ja richtig gefressen, habe ich den. Ich mach das überhaupt nicht irgendwie wegen dem Geld. Machen wir überhaupt nicht. Rainer, warum hast du nicht gestreamt davor, wo du jetzt keinen Kanal gehabt hast, wo monetarisierbar gewesen wäre? Ja? Warum streamst du erst jetzt wieder? Weil wieder Barne gibt. Deswegen. Wir haben das auch in der Vergangenheit gesehen. Wenn sich irgendwo keine Kohlen mit der Scheiße haben machen lassen oder nicht ausreichend Kohlen, ja, dann hat Rainer das Videos und Streamen das machen und mal ganz schnell bleiben lassen. Und wenn auch in der Junau-Staffel, wenn er da drin guckt, zu wenig Barne geflogen, dann ist der Mund klein geworden, dann hat es geheißen, hier Leute, ihr müsst euch schon mal unterstützen. Ansonsten ist nichts mehr mit Streamenden. Ja? Sonst war es der letzte Streamende. Da müssen mehr Barne rein. Und jetzt tut er wieder so, nee, ich mach das hier, das ist meine Passion. Ja? Das ist alles, was ich will, mein Traum, dass ich hier Content mache, um die Leute zu unterhalten. Anschmarren. Ja? Du willst billig Barne betteln. Das ist das, was du willst. Und ganz ehrlich, in dem Moment, wo du hier keinen Cent verdienen könntest, ist auch Schicht im Schacht mit TikTok. Abgesehen davon, dass ich, mal abgesehen von meiner Körpergröße, von meinem Gewicht, meiner Körpergröße gar nicht reinpasse. Ne? Ja. Das ist ja Und für kleine ganz Menschen kurz, gebaut. ohne gemein zu klingen oder so, würdest du jetzt deine Körpergröße, Gewicht oder so verraten? Einfach fürs Protokoll. Allein Körpergröße, allein der Pickel hier. Allein der Pickel, da wiegt schon 2 Kilo. Ja, lecco mio. Ich glaube, wenn die Bildqualität besser wäre und man draufzoomt, sieht man, dass der Pickel hat. Fürs Protokoll. Bist doch ein Hater und zeichnest auf, oder was? Nein, was? Weil die Paranoia Für kriegt, Rainer, niemand muss das, der hier reinkommt, muss das selber aufnehmen. Es gibt genügend Leute, die dieses Streamen, danke im Übrigen, vor allem an die Anti-Mobbing-Guys nochmal, also auch hier Rennen hochladen für die Zusammenfassung, die das für uns machen. Wikipedia oder so, weißt du, weil Ja. da stehen ja meistens so Sachen drauf. Für Wikipedia. Hat ja nichts mit Haten zu tun. Meine Ist ja einfach Körpergröße, nur so. meine Körpergröße ist Achtung, jetzt kommt eine Lüge, 100%ig. Wenn er irgendwas anderes sagt wie 1,82, ist es gelogen, glaube ich. bekannt. Das ist richtig, Rainer. Der Einzige, der deine Körpergröße nicht kennt, bist du. Meine Körpergröße Groß, liegt ne? bei 1,93. Halt dein Maul, Rainer. Halt dein Maul. Rainer, 1,93 in der Breite vielleicht. Und auch nicht an die Schultern, wie du immer sagst, sondern hier, um die Wanne rum. 1,93. Boah, ja. Und mein Gewicht, Ich würde mal sagen, der hat nochmal draufgelegt, ich gebe ihm aktuell so 240 Kilo. Die gebe ich. ich kann es jetzt nicht genau sagen, das letzte Mal, dass ich mich gewogen habe, ist ungefähr 4 Wochen her. Aber 200 Kilo. Eigentlich müsste ich für mein Gewicht schwimmen gehen. Das wäre für mein Jetzt schwimmt oben, Rainer. Mach doch. Gewicht am besten, wegen meinen Gelenken. So. Ja. Aber Aber stattdessen wongelst du jetzt hier den Pilgerpfad auf und ab und das Streamene und Leute beleidigen. Herzlichen Glückwunsch, das bringt richtig was. schwimmen gehen ist in mehrerlei Hinsicht ein Problem. Erstens, Ist teuer, kostet Geld. man braucht ein Schwimmbad. Ja, und wissen wir ja, die Gemeinde will ihm keins stellen. Ja? Irgendwas, wo man hingehen kann, wo man ja, man muss halt irgendwas haben, wo man Eintritt zahlt. Also man braucht halt ein Schwimmbecken. Und ein Schwimmbecken hat man im Normalfall nur, wenn man dafür Geld ausgibt. Aber kannst du das nicht So. mit dem Gesundheitsamt zu klären? So, dass es gesundheitliche Probleme gibt und so? Ha, das ist genau das, was ich aktuell tue. Wundert mich überhaupt nicht. Aber
Ganz ehrlich, glaubt ihr tatsächlich, der würde regelmäßig schwimmen gehen? Das ist auch wieder ein vollkommen hanebüchener Ding. Da wird jetzt erzählt, wie bei der Qualitätsoffensive. Ich gehe jetzt schwimmen und dann, weil er jetzt irgendwo gehört, das stimmt ja auch, für übergewichtige Leute ist Wassersport das Beste, weil es am gelenkschonendsten ist. Aber ey, der geht da in dieses Schwimmbecken, dann schwimmt der 3 Züge Maximum, wenn der überhaupt schwimmen kann. Ja. Und dann pustet er wieder weiße Wal und walzt sie wieder raus aus dem Ding. Und dann geh erstmal zum Kiosk und haut sie 3 Schaufeln Industriefritten mit Pommes hier rot-weiß in den fetten Klöderkorb rein. Ich war beim Hausarzt vor einiger Zeit und habe mir eine Überweisung geben lassen. Das muss jetzt aber die AOK klären. Ich habe ja in der Schulzeit war ich ja schon ziemlich sportlich, auch wenn ich nie ganz schlank. Rainer, halt dein Maul, wir haben Fotos gesehen von dir zu deiner Schulzeit. Da warst auch schon ein Moppel. Natürlich im Vergleich zu den Fettbergen, die du heute vor dir her schiebst und hinter dir herziehst, ist es überhaupt kein Vergleich. Aber du warst schon immer fett und unsportlich und wir wissen auch, dass du im Schulsport nie warst, weil dich immer gedrückt hast, weil du schon immer fett und unsportlich warst. Alter, gib dir die Zähne, das ist doch nicht mehr auszuhalten. Schlank war. Ja. Und ich habe ja auch Kampfsport gemacht eine Zeit lang. Ja, die Kampfsportfarbe. Ich habe Ja? ich habe ein sehr breites Kreuz und breite Schultern. Und Nein, Rainer, du bist stark übergewichtig. Du bist einfach fett. Du bist nicht breit gebaut. Ja? Du hast dir einfach fett und behindert gefressen. Das ist, was Phase ist. Du hast nicht ein breites Kreuz und breite Schultern. habe halt von Haus auf, ich habe ganz andere Körperstatur halt. Ne? Ja. Das liegt auch ein bisschen am. Und Am Fressen, das liegt am Fressi und am Zuckersaufi. An der ganzen Scheiße liegt es. Ich habe mich damit nie hundertprozentig auseinandergesetzt, aber es liegt auch ein bisschen. was hast du am denn so für einen Körperbau, Kampfsport ne? gemacht? Habe ich alles schon in meine Videos gesagt. Du musst einfach mal googeln, da findest du genug. Achso, Auch wenn die okay. Hater das immer als lächerlich abtun. Rainer, deine Videos sind aber auf deinem Kanal nicht mehr zu finden, weil du keinen Kanal mehr hast. Erzähl doch mal. Ja, das muss ich jetzt alles nicht mehr sagen. Das habe ich vor 10 Jahren einmal irgendwo im Streamen gelogen. Suche nach, das findest du dann schon. Warum kannst du es ihm nicht sagen? Wenn du der große Kampfsportexperte bist. Das ist doch gleich passiert. Ja? Was für Kampfsport hast du gemacht? Keine Ahnung, Judo, Kickboxen, Jiu-Jitsu, keine Ahnung. Aber Ja. das ist halt zig Jahre her, ne? Ja, scheiß auf die Hater. Das war ja in der Schulzeit noch, ne? Jetzt, wenn du ins Fitnessstudio gehen würdest, was denkst du, wie viel du so auf der Bank drücken würdest? Sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Da kommt es wieder eine komplett utopische Lüge und Selbstüberschätzung. Jetzt mittlerweile nicht mehr so viel. Ich bin ziemlich schlaff geworden in den letzten Jahren, weil ich auch nichts mehr gemacht habe. Alter, du hast noch nie was gemacht. Das Einzige, was du gestemmt hast in den letzten 20 Jahren, war dein fetter Arsch von der Zarencouch runter. In meiner Spitzezeit habe ich 120, 130 Kilo geschafft. Ja, genau, Rainer. 120 Kilo hat er gestemmt auf der Hand. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Das ist... Oh meine Fresse. Locker. Auf der Bank. Das höchste, was ich je gedrückt habe, waren 150. Halt Aber dein das Maul. ist lange her. Rainer, du hast 150 Kilo Scheiße mit einem Stuhlgang aus dem Arsch gedrückt. Das glaube ich dir. Ja? Hier, wie der scheiß Triceratops in fucking Jurassic Park. Ja? So ein Ding war das nämlich. Aber du hast auf der Handelbank noch gar nichts gedrückt. Ja, da war ich. Liegt das am Filter oder schimmelt der nächste Zahn schon wieder komplett weg? 19 zu dem Zeitpunkt. Und Achso, jetzt bin ich 33, also rechnest dir aus. Ich habe die letzten 14 Jahre, Rainer. ja, das 150 ist eine sehr krass hohe Zahl. Naja, und dein Lülülü kannst du in die Haare schmieren, du Lutscher. Du bist so schlecht. Ernsthaft, du bist so schlecht, Alter. Fürs Protokoll. Mhm.
So. Das ist so. Wie kann man so dumm sein, Alter? Als ob das nicht auffällt. Oh, hirnlos ohne Ende. Und hirnlos bis zum Schluss. Hallo Rainer, da hat's mir ja doch mal was gebracht, dass ich eine Mulle bin. Ja. Bringt immer was. Das bringt immer was. Aber Vorsicht, liebe Dame. Wurstfinger Willi, wenn du in die Nähe seiner Patschehändchen kommst, dann kann es ja mal sein. Hm? Rainer, ich habe kurz eine Frage. Nein, hat's dir nicht, weil wenn du schon sagst, dass du eine Mulle bist, so, Ist ja egal, sowas Rainer. brauche ich ja nicht haben. Nö. Ich habe einfach irgendjemanden genommen. Ja. Ja, aber ihr seht hier dieses Lügengrinsen. Ich habe einfach irgendjemanden genommen. Der Titten hat. Pff. Das hat mit Mulle gar nichts zu tun. Und sowas, so einen Begriff mag ich übrigens gar nicht. Das habe ich euch schon 100-mal gesagt. Jo, Na, Bent. kannst du mich hören? Jetzt höre ich dich. Hallo. Ja, alles klar. Ja. Wie geht's? Ein Haufen Wie immer. Vollidioten, ein paar wenige interessante Leute, ein paar Ja, Mullen anscheinend auch. ja Das solche gerade war ja lächerlich. Begriffe wollen wir aber nicht. Nee, definitiv nicht. Übrigens bemerke ich gerade, dass meine Augen, also ich habe so die ganze Zeit gemerkt, meine Augen sehen mit dem Filter voll brutal aus. Oh, eins brutal, Alter. Eins volles Monster mit dem Filter. Ey, halt dein Maul, ey. Willst du auch noch irgendwelche Fragen stellen oder? Ich glaube, mir fällt gerade nichts ein. Das sind die besten, das sind mir die liebsten Leute, denen nichts einfällt. Weil es Ja, bedeutet meistens, doch, dass sie eine Frage wunschlos hätte ich. glücklich sind. Ich schreibe momentan an meinen Büchern. Ich habe ja ein Buch schon mal fertig geschrieben. Ja? Ja, wir wissen alle, was du da fertig geschrieben hast. Das ist jetzt aktuell, das wird jetzt aktuell lektoriert. Natürlich, das wird lektoriert. Ganz ehrlich, wenn du die Scheiße, die der Rainer schreibt, wenn du die irgendeinem ernsthaften Lektor gibst, er hängt sie nach der zweiten Seite auf, das verspreche ich dir auf die Hand. Und wenn es dann gut lektoriert ist und alles, dann schaue ich, ob ich es irgendwie veröffentlichen kann. Ist der An Titel dem schon zweiten bekannt? Teil von dem Buch. Der ist schon bekannt, ja. 19 erotische Kurzgeschichten. Na gut. Die erotischen Bist du überhaupt Kurzgeschichten. gekommen? Alter. Weil er mit seinem Pornoblog erotische Geschichten noch nicht genug auf die Schnauze gefallen ist. Mal gleich weitermachen. Lerneffekt, Fehlanzeige. Buch zu schreiben. Ich schreibe schon seit ich 14, 15 Jahre alt bin. Mit 14, 15 hat er schreiben gelernt und wir wissen, dass er bis heute da drin ein sehr, sehr großer Experte ist. Lesen und schreiben, das ist richtig sein Steckenpferd. Da ist er der Profi. Ich habe Ja. schon alles Mögliche geschrieben. Ich habe ähnlich wie Tolkien eine eigene komplette Welt erschaffen. Du hast mir gleich gelegt. Ich hatte eine eigene. Ja, Rainer, du hast eine Märchenwelt in deinem Kopf erschaffen, in der du der große YouTube-Star bist. In der du alles richtig gemacht hast. Und nur die Hater sind dran schuld, dass hier bei dir nicht hier LKW-Ladungen an Barren immer noch vor der Schanze abgeladen werden. Das kannst du ja alles nicht aus. Er hat eine riesen Welt wie Tolkien erschaffen. Ich glaube, das Restspatzenhirn ist durch den ganzen Zucker, den er sich beim Bäcker ins Gesicht rendert, komplett kristalliert. Da funktioniert gar nichts mehr. Mit einer eigenen Ja. Sprache und eigenen Rassen. Genau. Auch mit übernommenen Rassen natürlich, ne, wie Orks und Zwerge und Elfen und so weiter, habe ich alles übernommen. Aber halt auch eigene Rassen erschaffen. Okay. Und vieles mehr in die Richtung. Jetzt habe ich lauter Blätterreste an den Schuhen, an den Socken. An den Socken. Rainer, der läuft in Hausbuschen mit Socken im Herbst, das kannst du nicht ausdenken. Und labert irgendwas von irgendwelchen literarischen Werken, ganzen Welten, die er da erschaffen hat. Na gut, dann danke, dass du da warst und ich wünsche noch einen schönen Ich danke dir. Abend. Ja, danke schön, dir auch. Ciao. Ciao. Hallo? Hallo Rainer. Du, ich wollte dich mal was fragen.
warum machst du eigentlich nicht wieder Juno momentan? Also es geht ja auch übers Handy. Wäre das nicht irgendwie lukrativer mach- als über TikTok? Ich mache Juno Deswegen, weil er auf Juno gesperrt worden ist. deswegen nicht. Erstens, ich bin da gesperrt worden, Da. weil ich irgendwann mal gestreamt habe und Klartext über die Seite gesprochen habe, weil da zu viele Pädophile sind. Ich meine, er hat nicht Unrecht, aber gerade er sollte sich darüber nicht beschweren. Ja? Ich sag nur, oh, 13. Er ist aber hart an der Grenze. Das war im Junau-Stremene, Rainer. Das war im Junau-Stremene. Und das sind wir auch schon beim zweiten Grund, warum ich da nicht mehr streame. Ich habe kein Interesse, eine Plattform zu unterstützen, die lauter Pädophile drauf hat. Ein Scheiß. Ganz ehrlich, wenn die dich morgen wieder nehmen würden, wenn Junau dich anschreiben würde, Herr Winkler, wir haben Ihren Kanal wieder freigeschalten, ab morgen dürfen Sie bei uns wieder Barne betteln, dann wirst du morgen Barne betteln. Und wenn du den Greenscreen auf dem Pilgerweg im Park aufstellen musst, oder beim Zwingel auf dem Parkplatz, vollkommen wurscht, dann sitzt du da und bist am Barne betteln. Ich wurde da aber auch mal gesperrt und ich bin mir nicht sicher, ob ich da überhaupt noch streamen könnte, wenn ich wollte. Eine Frage hätte ich noch. Kommt eigentlich irgendwann mal wieder, wenn du wieder einen festen Wohnsitz und alles hast, kommt da nochmal Projekt Brot und Brötchen? Projekt Brot und Brötchen ist eigentlich, habe ich ja schon damals oft genug gesagt, das ist eigentlich ein Witz gewesen, das war ein Scherz. Ja, genauso wie die Holocaust-Aussage und der ganze andere, ist alles immer Scherz. Ja. Rainer ballert irgendwas in den Äther und wenn das Scheiße ankommt, dann war es ein Scherz. Die Hater verstehen einfach nur seinen Humor nicht. Ja. Ganz ehrlich, ich bin der Überzeugung, Rainer war tatsächlich der Meinung, was er da gemacht hat, sind praktische Tipps, wie man sich günstig irgendwie Essen machen kann. Weil er in seinem kernbehinderten Glöderkopf nicht gemerkt hat, dass sich eine Stulle mit Butter beschmieren und ein bisschen Salz drüber streuen nicht eine kulinarische Meisterleistung ist. Das hat eigentlich nie mehr als 2, 3 Folgen bekommen sollen. Das sollte ein Witzformat werden. Ich habe eigentlich nicht vor, das Format irgendwie wieder zu reaktivieren. Ich habe auch nicht vor, andere Formate zu reaktivieren, die ich damals gemacht habe. Ein paar ja, ein paar nein. Aber letzten Endes ist es eigentlich aktuell so, dass ich... Rainer, wir wissen, das einzige Format, was du gerne wieder reaktivieren würdest, ist Bumstis Barne Battlebude. Das ist alles. Ja? Wo du dich wieder hinsetzen kannst, Leute beleidigen und warten müssen, die Barren ins Gesicht werfen. Das ist alles. Erst einmal überhaupt versuchen möchte, einen festen Wohnsitz zu bekommen. Wenn ich einen festen Wohnsitz habe, dann muss ich erstmal schauen, dass dieser Wohnsitz geheim bleibt, geheim ist, dass ich alles andere auf die Kette wieder kriege und dann versuche ich erst einmal meine finanzielle Situation endgültig festzusetzen. Das wiederhole Satzphrasen. So. Ja, ich muss erstmal schauen hier, dass den Wohnsitz, dass der dann geheim bleibt und dann muss ich erstmal meine finanzielle Situation festsetzen. Was soll denn das bedeuten, deine finanzielle Situation festsetzen? Ist deine finanzielle Situation ein Verbrecher auf der Flucht, was festgesetzt werden muss? Bist du komplett bescheuert? Und wie willst du dir denn an Wohnsitz geheim halten? Hat dir irgendjemand ins Hirn geschissen? Es ist doch unfassbar. Einen geheimen Wohnsitz will er haben. Ja, baut er doch in einen Totenkopfberg irgend so eine geheime Basis, wie so ein billiger Spy-Movie-Bösewicht. Das kannst du nicht ausdenken. Das ist im Übrigen derselbe Typ, der sagt, ja, ich kann ja nicht arbeiten gehen, weil die Hater würden sicher rausfinden, wo ich arbeite. Und dann wird diese Arbeit belästigt. Und dann haben die darunter zu leiden, nö. Und dann verliere ich den Job wieder. Die Arbeit, die würden die Hater sofort rausfinden, deswegen braucht man das überhaupt nicht versuchen. Aber einen geheimen Wohnsitz, das funktioniert sicher. Und gewiss und 100%ig, das Einzige, was ihn daran hindert, sind die bösen Haters, weil nämlich die bösen Haters inzwischen das Landratsamt und die Gemeinde infiltriert haben. Und die sind nämlich da im Landratsamt und in der Gemeinde sind auch alle Hater. Und die wollen ihm einfach nur deswegen, weil es alles Hater sind, wollen sie ihm nicht irgendeinen Palast hinstellen mit einem privaten Sicherheitsdienst. Ja? Und am Barne Lieferservice. Das kannst du alles nicht mal ausdenken. Ich wieder fest auf 2 Beinen stehen kann. Rainer, du bist schon seit Ewigkeiten immer fest auf 2 Beinen. Hast du denn deine Beine mal angeschaut? Hast du die Bilder von deiner scheiß Gerichtsverhandlung einmal gesehen?
Oder deine eigenen scheiß Videos, wo du durch die Gegend gewongelt bist, wo du den scheiß Ranger noch gehabt hast. Fest auf 2 Beinen stehen. Keiner, die Beine sind bald ab. Diese Beine hast du keine 5 Jahre mehr. Glaubst du, kommt irgendwann mal ein Feature mit, wie heißt der, mit dem hast du schon mal Videos gemacht, mit Regenbogenschaf? Ich habe mit vielen Leuten. Ich habe mit Regenbogenschaf nie ein Video gemacht. Nicht? Geilo. Der Lügenlord-Song angespielt. Und Batsch rausgeschmissen, Banhammer geflogen. Aber Rainer, das ist den Leuten vollkommen wurscht. Die waren da drin, das ist für die der Erfolg. Die haben dich ein bisschen getrollt, ob du die jetzt rausgebannt hast oder nicht. Damit hat er ja gerechnet. Der hat gewusst, hier schauen, wahrscheinlich hat er einen Timer laufen lassen, wie lange kann ich den Lügenlord-Song spielen, bevor ich rausgeschmissen werde. Nein. Aber ich habe ihn oft genug verarscht, weil er ein Lutscher ist und keine Eier hat. Ist ein Lutscher, keine Eier, diese Kindergartenbeleidigungen, die kennen wir zu Genüge. Und er hat Regenbogenschaf verarscht. Rainer hat der Regenbogenschaf geradezu vorgeführt. Am Nasenring durch die Manege hat er ihn geführt. Ja? Nee. Andersrum ist es gewesen. Das kannst du nicht mehr ausdenken. So. Hallo, hier bei Drachenlord, ihr seid live. Drachenlord, alles klar. Jo, Drache reicht, aber ja, alles gut. Im Moment sitzt Geht's aber bergauf bei dir oder ist alles beim Alten? Also er stellt sich gerade selber dem Typen nochmal als Drachenlord vor und dann sagt er, ja, hallo Drachenlord. Der Drache reicht. Nenn mich doch nicht Drachenlord. Wie kommst du jetzt auf die Idee? Bei mir geht's schon seit Jahren bergauf und bergab. Hast du überlegt, mal das Bundesland zu wechseln? Bei dir geht seit Jahren nur bergab. Der einzige Berg, der aufgeht, ist ein Fettberg, den du Arsch nennst und den du da gerade durch den Park hinter dir herschleifst. Das ist das Einzige, was bergauf gegangen ist. Alles andere ist bergab gegangen. Deine Gesundheit ist bergab gegangen, deine Wohnsituation ist bergab gegangen, deine finanzielle Situation ist bergab gegangen. Alles ist bergab gegangen. Oder so. Habe ich doch auch schon hinter mir. Die Sache ist, hier wo ich wohne, kenne ich mich aus, da kenne ich jeden Stein, da weiß ich, wo ich hin muss. Hätte ich mein Auto und meinen Führerschein. Was bringt dir das jetzt, dass du da jeden Stein kennst? Bringt dir das irgendwas? Nein. Dann wäre die Situation eine komplett andere, aber dadurch, dass ich das nicht habe, ist es eben... aber dadurch, dass ich das eben nicht habe, ist es eben nicht so einfach. Ich kann dir nur den Tipp geben, geh nach Luxemburg. Nee, ich hatte mir ja eigentlich Madeira überlegt, auch wegen den steuerlichen Vorteilen und so weiter. Rainer, du hast nie Steuern gezahlt. Jetzt machen wir Butter bei die Fische. Du hast nie Steuern gezahlt. Es ist vollkommen wurscht, ob du hier keine Steuern zahlst oder in Madeira keine Steuern zahlst. Du sparst da keinen Cent. Und wegen anderen Möglichkeiten. Auch weil es halt schön auf einer Insel ist, wo man nicht so leicht hinkommt. Keine Ahnung. Das Problem ist letzten Endes komplett auszuwandern, wenn man komplett alleine ist. Wenn ich eine Freundin hätte oder eine Frau hätte, mit der ich das machen könnte. Ja, genau, daran scheitert's. Und nicht zum Beispiel daran, dass du hageldumm bist und Auswandern eigentlich für schlauere Leute wie dich schon gescheitert ist. Und dass du die Sprache nicht sprechen würdest. Aber dass du die finanziellen Möglichkeiten gar nicht... Hast du eine Ahnung, was ein Umzug nach Madeira kostet? Situation eine ganz andere, aber komplett alleine von heute auf morgen komplett abhauen. Ich würde das schon machen, aber wenn ich halt woanders bin, ich habe das ja versucht, das hat aber nicht funktioniert. So, da fühle ich mich nicht wohl. Ich bin halt auch... Ja, jetzt kommt die Madeira-Lüge wieder, weil er war nämlich wirklich in Madeira. Ganz echt jetzt. Und das Bild, was er da gepostet hat, hat er nicht bei Google geholt und 5 Minuten durch Photoshop gezogen. Ja. Das kannst du alles nicht mehr ausdenken. Auch eigentlich so ein Mensch, ich bin auch eher sesshaft. Ich bin lieber an bekannten Orten oder mit bekannten Leuten irgendwo. Nein, Rainer, du bist der Kleingeist und der Dulli, der Angst vor der großen, weiten Welt hat. Du scheißt da in die Hosen, wenn du weiter wie 10 Kilometer im Umkreis von der Schanze weg bist. Das ist das Ding. Deswegen bist du da auch immer noch.
Deswegen bist du da auch während der Ranger-Staffel immer und immer und immer wieder zurückgefahren. Weil du Angst gekriegt hast. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig, weißt du? So, bist du noch da? Nö, er ist rausgeflogen. Echt schade, ich dachte eigentlich, wenn ich ein paar mehr Gäste reinnehme, würden mehr in Geberlaune sein. Ja, in Geberlaune, genau darum geht's. Vorhin noch, ja, Geld, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Das ist mir gar nicht wichtig, jetzt mit dem Geld. Und jetzt halt, oh schade, ich habe gedacht, wenn ich hier Leute mit reinnehme, dann fliegen hier Barren ins Gesicht. Heute leider nicht ganz so viel. Dabei können die es gut gebrauchen. Oh, jetzt hör mit dieser schamlosen Bettelei auf. Das kannst du dir nicht ausdenken. Schade, schade, schade. Ja, gibt nicht genügend Barren. Ja, es ist echt traurig, dass ich das mittlerweile nötig habe. Ja, jetzt. Ich glaube, ich krieg gleich ein Hirnaneurysma. Samstag ging's, da ist es voll abgegangen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, bitte gerne, Rainer. Obwohl im Übrigen, ne, die Heckenscheiße los. Gut, ich habe mir gedacht, ich streame jetzt noch mal ein bisschen. Mal schauen, ob irgendwas geht. Ach ja. Das ist die Heckenscheiße, die habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ja. Ich ist echt nötig hier. Bisschen mehr die Barne. Bitte, bitte, bitte Barne. Barne, bitte. So. So. Sind wir hier bei den, wie gesagt, das erste war beim Ranger, jetzt sind wir hier. Das erste war Rennen hochladen. Hier sind wir, glaube ich, bei den Anti-Mobbing-Guys. Genau. Reinerle ist am 11. wohl im Zug unterwegs gewesen. Verkleidet wie ein Wildwest-Bösewicht, der unterwegs ist, die Postkutsche zu überfallen. Und schauen wir mal, was er da jetzt wieder Sinnvolles zum Schwadronieren hat. Ich nehme an, es wird ums Barne-Battlen gehen. Und um die bösen Haters. Und warum er nicht derjenige ist. Aber also, einfach mal ins Blaue geschossen. Dass ich gestern ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, wie das möglich war, weil ich benutze eigentlich extra VPN, ich habe extra keine Positionsdaten an und so weiter. Mein VPN ist sogar ein kostenpflichtiger, den habe ich bezahlt. Und es ist jetzt wirklich so, dass es letzten Endes halt keinen Unterschied macht. Es ist trotzdem so, dass die warum Maske, weil ich im Zug sitze. Im Zug ist noch Maskenpflicht. Zumindest steht es hier überall. Jetzt ist es wieder raus. Du wolltest erzählen, warum die Hater dich überall finden, obwohl du VPN halt, benutzt. Dass ich jetzt das letzte Hotel, das ich hatte, die letzte Möglichkeit, die letzte Unterkunft, die ich hatte, die ist jetzt geleakt worden. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Landratsamt und zur Gemeinde Neustadt. Die werden sich freuen, dass sie die wieder singen. Und ich hab's, wie gesagt, ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, der hat es halt wieder irgendeinem Dulli erzählt, von dem er glaubt, dass es sein Freund ist. Ja? Und dieser Dulli hat es natürlich geradewegs geleakt. Und jetzt ist er wieder unterwegs. Ja? Und jetzt geht er wieder zur Gemeinde, zum Landratsamt und hat gesagt, ich bin schon wieder ausgeflogen. Erzadler, sucht's mal bitte ein neues Hotel oder stellt's mir endlich den Palast hin, den ich fordere. Und ja, hoffe jetzt, dass die mir irgendwie helfen, weil ich hoffe auch, dass die dir mal helfen. Ich hoffe auch, dass die dir mal helfen. Ich hoffe, dass sie dir die Prügeln ausschmeißen. Dass sie dir beim Arsch und beim Knacken immer und hinaus aus der Tür sagen, schleich dich, du kriegst von uns keinen Cent mehr. Und ob du morgen unter der Brücke schlafst, ist uns geschmeidig scheißegal.
Einer in die öffentlichen Verkehrsmittel streamen ist im Übrigen auch immer eine saugute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Der sitzt er jetzt wirklich minutenlang da, ohne ein Wort zu sagen und hält nur die Pommesgabel in die scheiß Kamera. Dieser brunzbieselbläde Fettbeitel. Ist ja wurscht, Hauptsache Barne gibt. Noch mehr, noch mehr. Bauen wir uns wenigstens was. Wenigstens, okay. Ja, wenigstens hier den Gesichtsgulli kann er nicht mehr aufreißen. Also er kann schon noch aufreißen, aber wir müssen immer reinschauen. Ja, dass er bisschen eine andere Dimension. Das meinst du, kommen gleich die Tentakel von irgendwelche Lovecraft-Monster raus. Aus diesem kreisligen Schandmaul. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dadurch, dass hier ja auch andere Fahrgäste sind, möchte ich niemanden stören, deswegen habe ich mich jetzt gemutet gehabt in der Zeit. Man muss ja auch keine Stimmen im Hintergrund hören von irgendwelchen Personen. Also wie gesagt, ich sitze... Ein Traum. Dieser Qualitätscontent. Also ganz ehrlich, mir wird's ja ganz feucht um Schlüppi. Das ist ja, also ganz... So einen Stapel Ersatzunterhosen habe ich da, weil ich permanent Einschüsse bei der Genialheit dieser Scheiße, die da reinpisst. Das kannst du dir alles nicht ausdenken. Dann labert das minutenlang gar nichts, weil, oh Wunder, wenn du auf öffentlichen Verkehrsmitteln streamst, dann kommt irgendwann einmal da irgendjemand durch. Und jetzt hockt er da und hat keinen Empfang mehr. Das kannst du dir nicht mal ausdenken. Aber Hauptsache Barren müssen erbettelt werden. Und es gibt irgendwelche komplett Gestörten, die ihm die Scheiße auch noch raushauen. Aber das war jetzt auch, TikTok-Stream war jetzt wieder am Stissel. Dann haben die ersten paar Streamen, das haben die Leute das lustig gefunden, hier den Cowboy-Hut und den Schnarres ihm ins Gesicht zu ballern. Der Witz ist halt jetzt aber auch schon ausgelutscht wie so alter Kaugummi und klebt wahrscheinlich unter dem Sitz, auf dem er gerade sein Arschgebirge geparkt hat. Und jetzt wundert er sich, warum es hier keine Rosen, Schatztruhen und sonst irgendwas wieder gibt. In rauen Mengen. Weil er glaubt, er hatte noch so viele Fans, die letzten 6 Wochen hufescharrend vor allen Social-Media-Portalen gesessen sind, in Erwartung, dass ihr Anti-Mobbing-Jesus sich endlich wieder zum Wort meldet. Ja? In der 6. Woche auferstanden. Es ist unfassbar. Werde jetzt zur Jetzt geht's weiter. Schön, danke Rainer. Gemeinde und zum Landratsamt Neustadt gehen. Die müssen Das hast du bereits helfen, erzählt. Weil Geld ist eine Sache, aber selbst mit Geld komme ich jetzt. Das ist so geil. Ja, hier, die haben jetzt zwar Geld gegeben, ne? Ja, einfach nur, damit sie ihre Ruhe haben. Die haben sich gedacht, wir werfen ihn so lange mit Geld, bis er geht. So. Und dann ist er gegangen, das Geld für Süßkram und Tattoos aus dem Fenster gepfeffert. Dann hat er sich geleakt in dem Hotel, in dem er war. Jetzt kommt er wieder zurück, sagt Frau Winkelschlecht, ich brauche nochmal Barne und außerdem bin ich schon wieder aus dem Hotel rausgeflogen. Bitte helfen Sie mir. Alter, das ist doch nicht die Möglichkeit. Aus der Umgebung und aus dem Landkreis nicht ab. Das ist mal klar, kein Auto mit nennen. Das ist doch geil, er labert einfach weiter. Der sitzt da und labert, der checkt gar nicht, dass es ihm auch, oder ist es ihm wurscht, dass er da keinen Empfang hat. Natürlich nicht im Zug. Der fährt mit dem Zug durch die fränkische Provinz und glaubt, er hat genügend Empfang, dass er einen Livestream machen kann. Das ist völliger Blödsinn gewesen, mir den Führerschein wegzunehmen. Nein, Rainer, nein, ich habe mir heute nochmal drüber Gedanken gemacht, wo ich heute durch die Stadt gefahren bin und mir gedacht habe, die Leute fahren alle wie die Geistesgestörten.
Das Beste, was der Menschheit hat passieren können in den letzten Monaten, ist, dass sie dir diesen scheiß Lappen gezwickt haben. Wir haben alle gesehen, dass du wie ein Gasnarrischer durch die Walachei gepaced bist und versucht hast, Leute zu überfahren. Den Lappen, den hättest du überhaupt gar nicht erst kriegen dürfen. Die Leute hätten damals schon sagen müssen, deine Eltern hätten damals schon sagen müssen, unser Bur ist halt ein wenig behindert und wir sind damit überfordert, weil wir selber nicht gerade die schlauesten Menschen auf der Welt sind. Und wir werden dem jetzt in eine betreute Einrichtung geben und der wird einen Vormund kriegen und dann wird über alles entschieden. Und wenn der sagt, der Bur ist blöd, den kannst du nicht in den Straßenverkehr lassen, dann wäre das so gewesen und das wäre das Beste für alle Beteiligten gewesen. Wegen gefährlicher Körper. Da würde er heute Schlüsselanhänger in der Behindertenwerkstatt flechten, anstatt dass er sich hier in Zug setzt und seinen Hirndünnschiss durch sein Gesichtsarschloch in den Äther bläst. Es ist ja nicht so, dass ich schon den Leuten aufs Maul habe, sondern es ist Blödsinn gewesen, weil ich letzten Endes ja das, was ich mache, das, was ich sage, das, was ich will und so. All dieses. Jetzt hat er sie wieder verändert. Jetzt hat er sie wieder. Ja, die haben mir den Lappen einfach so gegeben, ich habe gar nichts falsch gemacht, etc. Weil er immer noch nicht begreift, dass ein Auto potenziell als Waffe genutzt werden kann. Und wenn ich wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt bin, wird geprüft, ob ich da vielleicht nicht in der Lage bin, dann ein Auto zu führen. Und das wird geprüft durch eine MPU. Und wenn du den Brief nach Hause kriegst und sagst, das ist jetzt das Problem von Zukunftsreinheitssattler und du schmeißt ihn in die Ecke und kümmerst dich nicht mehr drum, dann kommen die irgendwann, haben sie, Herr Winkler, wir haben ihnen Zeit gegeben bis da und da für ihre scheiß MPU, die haben sie nicht abgegeben. Jetzt ist der Lappen weg. Punkt. Und ganz ehrlich, auch wenn er sich darum gekümmert hätte, das war wahrscheinlich sogar die schlauere Idee, weil so MPU ist nicht billig. Und durch die wird er mit 100%iger Sicherheit durchgerasselt. Also für ihn ist es besser, hat er sich ein paar 100 Euro gespart. Aber der Lappen liegt auf derselben Müllhalde wie der YouTube-Kanal. Das kriegt er alles nicht mehr wieder. So, und bei euch so? Ja, schaut euch das an. Hier. Ah, wunderbar, dann sparen wir uns einen Haufen Zeit. Kommt da nochmal was? Da ist er wieder. So, jetzt. Jetzt ist der Empfang wieder da, dafür ist ein richtig schönes, nerviges Hintergrundgeräusch. 10 Jahre Profi-YouTuber. Okay, jetzt ist es so. Sorry, ich hatte gerade schlechte Verbindung, aber ich muss jetzt auch den Stream gleich beenden. Das ist schön. Sorry, ihr habt es irgendwie 2 Stunden beim Ladebalken zugeschaut und jetzt werde ich gleich den Stream beenden. Das hat sich richtig irritiert. Ja, lange Rede gar keinen Sinn. Es ist auf jeden Fall jetzt wieder so. Jetzt labert die Ansage. Wir erreichen jetzt Neustadt Aisch, Emskirchen. So, also, um es zusammenzufassen und den Stream zu beenden. Es wurden wieder mal unschuldige Menschen mit reingezogen. Ja, komm, die Platte, die habe ich jetzt aus 1000-mal gehört. Nein, es wurden keine unschuldigen Menschen mit reingezogen. Halt dein Maul. Die Hater, also wieder Hotels und alles. Momentan sind auch wieder extrem schlechte Bewertungen beim Bäcker, wo ich regelmäßig essen gehe. Wo ich mich auch nur fragen kann, wie kann man so asozial sein? Vielen Dank für die Kiste. Ja, Unverschämtheit. Unverschämtheit, dass die in einem öffentlichen Zug eine Durchsage machen. Du hageldummer Vollidiot. Es hätte jetzt auch nicht warten können, dass du einfach diese 10 Minuten in dem Zug sitzt und dich dann irgendwo hinhockst und deinen kreisligen Dulli-Streamen machst.
Aber Rainer ist der Meinung, hier, wenn ich hier schon im Zug bin und das ist eh schon verschwendete Lebenszeit, dann kann ich da einen Streamer machen. Weil den restlichen Tag muss ich mir am Bäcker sitzen und mal meine 300.000 Kalorien an Zuckerscheiß in den hässlichen Gulli stopfen. Boah, reicht nicht eine Ansage? Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Drache. Und ich denke, ich werde nochmal streamen. Tschüss. Ja, er denkt, er wird nochmal streamen. Tschö. Sind zu wenig Barren reingekommen. Aber das war jetzt mal richtiger Qualitätscontent, da ich mal sagen. Aber wenigstens gehen wir dann schnell durch. Der meiste Zeit war Ladebalken oder er mit hochgeklapptem Mikrofon, wie er Pommes Gabel in die Kamera gehalten hat und geschaut hat, wie er Schwalber, wenn's blitzt. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Und dann hat ihn am Schluss irgendwie jemand noch in der Kernbehinderter so saublöde Truhe dahingeschmissen. Wie gesagt, ich habe nicht rausfinden können, was die Scheiße wert ist. Es ist mir auch vollkommen Latte. Jeder Cent ist zu viel, den der Mann kriegt. So. Weiter im Text. Schon wieder gesperrt. Das ist wenigstens was vielversprechendes. Und er hat wieder den Hecken Hintergrund. Entlassen hat. Es passt halt auch wie Arsch auf Eimer. Mit diesem Heckenhintergrund. Erinnert euch noch an dieses Gebüsch bei der Schanze, in dem er sich immer versteckt hat, wenn er auf die Hater gelauert hat? Hier aufgelauert und zugeschlagen und den ganzen Scheiß. Wo die Steine auf Affenkeks Auto geschmissen hat und den Scheiß. Das heißt im Klartext, dass ich nicht arbeiten gehen kann, normal ist die Schuld der Hater. Nein, Rainer. Er kann nicht arbeiten nur gehen und das sind einfach nur die Haters dran schuld. Rainer, du kannst nicht arbeiten gehen, weil du behindert gefressen hast und weil du grundspieselblöd bist. Und weil du dir nichts sagen lassen willst. Und ganz ehrlich, wenn man so ein hemmungslos dumm geschissener Vollidiot ist, muss man halt einfach die Dulli-Arbeiten machen. Da führt halt kein Weg dran vorbei. Ja, wenn der Motor im Kopf nur mit Niedrigoktan läuft, dann ist halt die Möglichkeit begrenzt. Fertig. Und dann musst du irgendeinen Job machen, wo man dir sagt, Rainer, mach das. Und wenn du fertig bist, machst du das. Und dann machst du das. Und wenn du das zu langsam machst, dann sagt man dir, Rainer macht das schneller, Rainer macht das besser, Rainer macht das hier, Rainer macht das da. Und dann hast du das zu machen und kriegst am Ende vom Monat, kriegst du ein paar Barren aufs Konto überwiesen und davon kannst du Fressi kaufen. Punkt. Und jetzt erzähl nicht wieder diese Scheiße von wegen, die Haters sind dran schuld, dass du keine Arbeit mehr findest, weil wir wissen alle, das letzte Mal, dass du tatsächlich Lohnarbeit gehabt hast, ist 9 Jahre her. Fast 10 Jahre her. Und die Scheiße hast du nicht wegen die Haters verloren. Die Scheiße hast du verloren, weil du einfach Brunsbiesel dummer Holzkopf bist. Wenn ich nämlich mich irgendwo anmelde, ich kann ja nicht mal in einem Hotel eine Nacht bleiben, sobald die Hater das rauskriegen, posten die das. Was meinst du, was mit... Ja, aber einen geheimen neuen Wohnort, den willst du haben. Das würde dann funktionieren, oder? einer Arbeit passieren würde. Wenn ich arbeiten gehe, dann wird sofort der Arbeitgeber geleakt. Also arbeiten gehen ist keine Option. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Rainer, wie oft soll ich noch sagen, dass arbeiten gehen keine Option ist? Rainer, arbeiten gehen ist für dich deswegen keine Option, weil du brunzfaul bist. Weil du der Meinung bist, du hast nicht zu arbeiten. Ja? Du hast es schwer genug gehabt im Leben. In der Schule Mobbing etc. Die Mullen wollen deinen Speer nicht lutschen. Es ist alles fürchterlich. Da wird man aus Ausgleich wenigstens einfach nicht mehr arbeiten müssen, sondern einfach nur deinen feisten Leib irgendwo in so eine Bumscouch reinballern und warten, bis hier die Leute die Barren ins Gesicht schmeißen und danach hier schön Fressi nach Hause bestellen, damit du auch ja nie wieder aus dem Haus gehen musst. Das sage ich euch jetzt seit 5 Jahren oder seit 7 Jahren, sage ich euch. Ja, das 5, jetzt. 6, 7, 8, 9, 10. Wir wissen, wie es weitergeht. Komm. Seit 2015, weil seit 2015 das der Fall ist. Und wieder klappt er das Mikro hoch. Alter, der macht mich mett. Noch mehr Pickel in der Fresse.
Ob das vielleicht daran kommt, dass er sich 30 Kilo Zucker am Tag ins Gesicht schiebt? Man weiß es nicht. Man versteht es mir nicht falsch, jeder hat einmal einen Pickel. Ja. Und ich könnte mich bei weitem auch gesünder ernähren, als ich das tue. Aber wie wir jetzt im Übrigen, schaut euch das Video von Vorhi an, ja. Der hat da bei dieser Bäckerei angerufen und hat den aus den Rippen geleiert. Rainer lässt da also mindestens 25 € am Tag für Süßscheiß. Und wir wissen es auch noch aus Schanzenzeiten, wenn der da hingemeddelt ist, was der sich da gekauft hat. Das war immer der süßeste Scheiß. Und den ganzen Dreck spielt er das ja dann mit einem Rockstar oder Monster Energy noch runter. Und davon lebt der aktuell. Du schaust das Drache, irgendwann lachst du drüber. Och, weißt du, ich würde ehrlich gesagt jetzt schon drüber lachen, beziehungsweise ich lache jetzt schon drüber, weil wenn ich mir bedenke... Ja, das sieht man dir im Gesicht an, dass dir richtig zu lachen zumute ist. Rainer, die Stimmung ist eher neutral, würde ich einmal sagen, wenn ich mir das Gesicht so anschaue. Nämlich, wie die Hater sich mir gegenüber verhalten und was für einen Kindergarten die Hater abziehen. Sorry, aber... Die Hater. Da lache ich jetzt schon drüber. Ja, das war ein sehr glaubwürdiges Lachen, Rainer. Das war ein super glaubwürdiges Lachen. Weil es einfach Kindergarten ist. Räuspern, Schnauben. Hat er nicht in dem einen Stream nur noch gesagt, hier so, er klappt dann das Ding wenigstens beim Laufen hoch oder dass man die Schnauberei nicht hören muss? Das ist im Arsch wieder vollkommen wurscht. Ja, was ist jetzt los, Rainer? Passiert da halt noch was? Ich bin nicht am Heulen, definitiv nicht. Nee, du bist mächtig matt bist du. Sehr neutrale Stimmung im Übrigen. Schaut's euch das an. Der Kopf wird immer runder und runder und runder und runder. Wie gesagt, den 40er sieht der Mann nicht mehr. Ich habe immer gesagt, den 50er sieht er nicht. In der Zwischenzeit jetzt diese Obdachlosen-Staffel. Die, ja, da muss er Tribut zollen dafür. Das ist, der sieht den 40er nicht mehr. Und wenn, dann ohne Beine. Wenn ich heulen würde, würde ich anders aussehen. Deine Tochter. Das ist genauso wie dieses sehe ich so aus, als würde ich mir Sorgen machen. Ich habe mein eigenes Leben selbst zerstört. Okay, wie genau habe ich das denn gemacht? Einer, das sagen wir dir seit 10 beschissenen Jahren wieder das gemacht. Es ist wieder, jetzt kommt wieder der unbesiegte Monolog, er ist nicht derjenige, die Haters sind diejenigen und wenn die nicht wären und eigentlich hätte das ja bei anderen YouTubern und X-Button im Monolog, ladidadida. Dies, das, Ananas, kennen wir alles zu Genüge. Ich habe im Internet Videos gemacht, die jeder ein- und ausschalten kann und jeder selbst in der Lage ist zu entscheiden, ob er sie ein- und ausschaltet. Da ist der X-Button im Monolog. Und ich habe meine Meinung, die ich in Deutschland habe, Oh ja, stimmt, die Meinungsfreiheitsmonolog, den habe ich vergessen. Mies Gusi. freie Meinung geäußert, die ich in Deutschland auch haben darf. Ja, du hast recht, ich habe mein eigenes Leben zerstört, indem ich einfach nur mein Leben geführt habe. Leben, ne?
Respekt. Du hast den Preis des dümmsten Idioten heute Abend gewonnen. Keiner der Preis des dümmsten Idioten geht an dich. Und jeden Tag, den du deinen hässlichen Fettgrind ins Internet hältst, wird er wieder an dich gehen. Weil du jeden Tag, wo du das machst, wieder mal beweist, dass du zu dämlich bist, zu checken, dass du derjenige bist und dass du das Problem bist. Du gehst diese Kausalkette immer nur bis zu den Hatern zurück. Gehst zurück. Ja, die Hater sind diejenigen, die Scheiße bauen. Und dann wird abgeschnitten. Und alles, was davor passiert, das interessiert dich überhaupt nicht. Dass du derjenige bist, der davor was getan hat, was dazu geführt hat, dass die Hater überhaupt die Scheiße bauen. Wurscht. Schall und Rauch. Und fummel dir schön an deinem fetten Pickel rum. Ja, ich sehe auch 38 Hate, ich sehe 41 Leute und ich sehe 1900 Likes. Und das, obwohl ich hier überhaupt nichts gemacht habe. Ich habe kaum... Ich hab nicht gemacht, gar nicht. Im Übrigen, ich glaube, das ist, das hat er dann auf einem zweiten TikTok-Kanal gestreamt. Wenn er auf dem anderen TikTok-Kanal wieder irgendeine Streaming-Sperre hat. Keine Ahnung. Natürlich ist denn der zweite TikTok-Kanal ist natürlich nicht so frequentiert wie der erste. Den haben manche Leute gar nicht auf dem Schirm. Ja. Deswegen gibt es da noch weniger Bachende. Und dann wird die Stimmung noch neutraler. Ja, weil im Endeffekt streamen das ja nur deswegen, weil beim Streamen auf dem anderen Kanal schon zu wenig Bachende rumgekommen sind. Abonnenten, ich habe kein einziges Video auf dem Kanal. Gibt dem Ganzen mal ein paar Tage. Ich gebe dem Ganzen ein paar Tage, dann wirst du auf dem Kanal auch gesperrt, dann machst du einen dritten Kanal auf und dann wird da weiter gestreamt. Bist du sehr traurig über die aktuelle Situation? Also... Die Situation, oh ja, schaut euch das an. Sogar bei dieser räudigen Schimmelbildqualität siehst du, was in seinem Gesicht da los ist. Diese wunden Stellen, dieses entzündene Fleisch, das kurz vorm Rauseitern ist, ist doch nicht mehr auszuhalten. Es ist doch nicht mehr auszuhalten. Die aktuelle Situation ist natürlich scheiße, ganz klar, da braucht man nicht drüber diskutieren. Und die wird auch nicht besser dadurch, dass irgendwelche Leute ständig Stress machen und weiterhin Scheiße bauen und die Polizei und das Landratsamt und auch die Regierung nichts gegen Leute wie zum Beispiel Mimon Baraka unternimmt. Ja, na, der ist jetzt auch im Penthouse in Reiners Oberstübchen zusammen mit Hank Loose und macht sich gerade Flaschenshampoos auf. Die guten Leute, die da lebenslanges Wohnrecht haben. Die könnten sich morgen alle aus dem Internet löschen. Die sind da drin. Ja. Weil das ist ein Typ, der begeht eine Straftat nach der anderen und kommt damit davon, weil die Gemeinde und das Landratsamt und die Polizei und die Regierung im Allgemeinen nichts gegen diese Leute aus der NWO unternimmt. Höre ich da, die Polizei macht ihren scheiß Job nicht? Ja, das sind ja Aussagen, die sind wir in der Vergangenheit schon schlecht bekommen. Just saying. Wäre ich vorsichtig damit. Allerdings habe ich jetzt mehrere persönliche Daten von denen und habe mehrere Infos über die. Oh, reiner Daten. Wird das wieder so eine Geschichte wie damals, wo du versucht hast, den veganen Jahrmetzger zu leaken, was auch wieder massivst in die Hose gegangen ist? Ist das so ein Ding? Rainer und diese NWO-Leute, das ist wie der Coyote und Roadrunner. Rainer meint immer, jetzt habe ich die Oberhand und dann fliegt ihm doch wieder der Amboss auf den Kopf. Und lassen wir das mal so stehen. Mehr sage ich mir dazu nicht. Sehr mysteriös, Rainer. Ich wette, was diese ganzen NWO-Leute, die scheißen sich gerade vor Angst in die Hosen. Ja. Du sagst Schallplatte, ich sag, ich warne euch seit Jahren, ich sag's euch seit Jahren, ich weise euch seit Jahren darauf hin. Wenn du es Schallplatte nennen willst, nur weil du so ignorant bist, dass du nicht zuhörst, dann ist es eine Schallplatte.
Naja, aber das ist die Definition von diesem Spruch, eine Schallplatte abzuspielen, wenn du seit Jahren immer und immer und immer und wieder denselben Schwachsinn ins Internet pimmelst. Es ist immer derselbe Monolog. Ich bin nicht derjenige, X-Button, Leben, bla 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 bla, den ganzen Scheiß. Es ist immer derselbe Käse. Und dann wieder zwischendurch 2 Minuten schnauben. Pass mal auf. Ich lebe genau so lange auf der Straße, bis die Regierung endlich mal die Leute einsperrt, die mich verfolgen, dass ich wieder normal in ein Hotel kann, dass ich wieder in eine Wohnung kann, dass ich wieder arbeiten gehen kann. Rainer, du bist nicht arbeiten gegangen. Schon seit Anfang 2013. Und dieses Szenario, das du da beschreibst, wird niemals passieren. Das heißt, du wirst für immer, forevermore auf der Straße leben. Du musst jetzt langsam mal von diesem Hirngespinst verabschieden, dass irgendwann irgendjemand kommt und sagt, ja, Herr Winkler, Sie haben recht, Sie sind nicht derjenige. Die Welt ist alles sehr, sehr ungerecht und als Ausgleich geben wir Ihnen jetzt so viel finanzielle Mittel, wie Sie nur brauchen, um Ihren dekadenten Fettleib noch weiter zu mästen. Und außerdem geben wir Ihnen kostenlos ein Dach über dem Kopf. Das funktioniert nicht, das wird nicht passieren, Rainer. Die geben dir ein Angebot, sagen hier, wir haben hier diverse Sozialangebote, aber die sind natürlich auch mit Pflichten ihrerseits behaftet. Ja? Sie kriegen nicht einfach nur irgendwie alles hinten nachgeschmissen, sondern sie müssen sich an gewisse Regeln halten. Ja? Sie kommen in eine Sozialunterkunft, in der Sozialunterkunft gibt es aber auch Regeln. Und wir setzen gewisse Sachen voraus, zum Beispiel, dass sie diese Internetscheiße endlich bleiben lassen und aufhören zu provozieren, damit hier nicht noch mehr die Hater aufschlagen. Und dann erwarten wir von ihnen, dass sie sich darum bemühen, eine Arbeit zu finden. Eine richtige Arbeit, von wegen, wo du gerade gesagt hast, arbeiten gehen, lahaha. Einen grotesken Fettschwabbelleib vom wie du es die letzten Jahre gemacht hast, vom Bett zur Zarencouch zu schleppen, dich da furzend reinfallen zu lassen, eine Stunde lang irgendwie im Internet Leute zu beleidigen, warten, bis die Barne beim Fenster reingeflogen sind, wenn genügend Barne für genügend Fressi da sind, den scheiß Stream wieder auszumachen, sich einen runterzuholen, den restlichen Tag zu daddeln, bis um 4 Uhr in der Früh, vielleicht zwischendurch nochmal Pimmelbilder an irgendwelche Minderjährigen zu schicken, ist halt nicht das Lebenskonzept, das die von dir sehen wollen, damit sie dir Leistungen geben. Und das vollkommen zu Recht. Genau so lange werde ich auf der Straße leben, weil genau so lange habe ich keine andere Wahl, als auf der Straße zu leben. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Dann wirst du auf der Straße leben, bis du dich in ein frühes Grab gefressen hast. Ich lebe deswegen auf der Straße, weil ich keine Wahl habe, nicht weil ich es möchte. Ja? Nein, weil du ein stocksturer Vollidiot bist. Deswegen lebst du auf der Straße. Du könntest schon lang in irgendeiner Sozialunterkunft sein. Du könntest da schon lange drin sein. Du könntest auch immer noch in deiner scheiß Schanze hocken. Wenn du dämlicher Vollhorst nicht der Meinung gewesen wärst, ich wähle YouTube-Kanal über Eigenheim. Wie kann man denn so behindert sein? Ich lebe auf der Straße gegen meinen Willen. Obwohl in Deutschland niemand auf der Straße leben muss, lebe ich auf der Straße, weil ich keine andere Wahl habe. Rainer, du lebst auf der Straße, weil du es genau so willst. Es gibt Alternativen und du hast dich aktiv dagegen entschieden. Mehrfach. Du hast dich dafür entschieden, ein Haus zu verkaufen, was dumm war, und jetzt entscheidest du dich gegen die Hilfe, die man dir anbietet, weil die Hilfe nicht zu deinen Konditionen kommt, weil du der Meinung bist, dass du Besseres verdient hast, weil du derjenige bist. Und wenn man sich da mal diese ganzen Leute anschaut, ja, die dann die ganze Zeit rumposaunen, was für ein asozialer Arsch ich bin und was für ein Hurensohn ich bin und was für ein Stück Dreck ich bin. Ja, die haben alle eine Arbeit und ein Dach über dem Kopf, Rainer. Merkst du was? Und dann im gleichen Atemzug hergehen und mein Hotel liegen, meinen Aufenthaltsort liegen, wo ich esse, liegen, wo ich schlafe, liegen. Rainer, wie gesagt, erstmal hast du die Scheiße irgendwo geleakt und die haben das stellenweise noch zurückgehalten. Also manche Leute haben das stellenweise echt noch zurückgehalten. So lange, bis du wieder ein Lügenfeuerwerk vom Allerfeinsten abgezunden hast, um im Internet um Mitleidsbarren zu betteln.
wo ich scheiße. Sorry, aber sowas kann ich nicht ernst nehmen, ja. Und irgendwann, es gibt 2 Ausgangsmöglichkeiten, das habe ich euch schon mal gesagt. Es gibt 2 Ausgangsmöglichkeiten. Ich bin erst besiegt, wenn ich tot bin. Ausgangsmöglichkeit Nummer 1. Die Hater schaffen es tatsächlich, mich so fertig zu machen, dass ich, weil ich keinen Ausweg mehr sehe, Exodus begehe. Exodus begehe? Oh, fuck mio. Ich glaube, das Wort, nach dem er gesucht hat, war Exitus. Weil Exodus kann es nicht gewesen sein, weil der Exodus aus der Schanze war schon Anfang März. Exodus, Alter. Oh. Oder es geht so lange weiter, bis die Regierung endlich nicht mehr wegschauen kann, weil sie etwas unternehmen muss. Zu letzter Situation würde es nur kommen. Rainer, zu letzter Situation wird es niemals kommen. Es wird niemals kommen, dass die Regierung sagt, der Typ ist so hageldumm und er hört nicht auf, die Leute zu beleidigen und zu provozieren. Und wir schicken jetzt die Bundeswehr gegen die Haters. Das läuft nicht. Das wird nicht so weit kommen, Rainer. An dieser Situation ändert sich erst dann etwas, wenn du begreifst, dass du dich in eine Sackgasse reingerendert hast, aus der du nur rauskommst, wenn du dein komplettes Lebenskonzept überdenkst und alles änderst, was an deinem Leben gerade falsch läuft. Und das ist alles. Du musst alles ändern. Ja, du musst deine Einstellung ändern, du musst deine Ernährung ändern. Ganz ehrlich, du musst nicht einmal arbeiten gehen, du kannst harzen. Weil, sind wir mal ganz realistisch. Der Mann kriegt keine Arbeit mehr. Dieser Mann kriegt keine Arbeit mehr. Nicht wegen die Haters, sondern weil er derjenige ist. Die Leute schauen sich seinen Lebenslauf an, den er wahrscheinlich irgendwie mit einem Bleistift auf irgendein halb benutztes Scheißpapier draufkritzelt und denken sich, nein. Und spätestens, sogar wenn die den zum Vorstellungsgespräch einladen würden, weil ihm irgendein Bewerbungsberater wirklich die absolut geilste Bewerbung aller Zeiten geschrieben hat und beim Foto haben sie 3 Stunden Photoshop benutzt. Und die laden den ein zum Vorstellungsgespräch und der wongelt bei der Tür von dem Personaler rein, sagt er, okay, brauchen wir gar nicht weiterreden, verbissen sie sich wieder. Keiner, man sieht es dir halt an der Nase an, dass du hohl bist. Und am restlichen Körper sieht man es dir an, dass du das Arbeiten nicht erfunden hast. Und du bist halt einfach zu nichts nutz. Wenn genug Leute, die keine Hater und keine Abneigungen und so weiter, oder Abneigungen können sie ja haben, aber wenn es genug Leute gibt, die sich über diese Situation auch aufregen und auch generell, dass so eine Situation überhaupt zustande kommt, wenn sich genug Leute davon erheben und auch mal etwas dagegen unternehmen. Ja, das hatten wir vorhin schon. Ja, da kommt dann in letzter Sekunde kommt die große Armee nochmal zur Rettung vorbei und springt zwischen ihn und die Hater von der Gemeinde und von der Regierung und von der Polizei und zwingt die in die Knie und bringt die dazu, ihm seinen Willen zu erfüllen. Das in seinem Spatzenhirn glaubt er tatsächlich, dass es eine valide Option ist, die irgendwann wahrscheinlich so weit kommt. Das ist im Übrigen diese Welt, die er erschaffen hat. Ja, das ist eine Fantasiewelt in seinem Kopf, in der er lebt seit 10 Jahren. In der die Realität der allergrößte Hater ist. Ja, und deswegen schopft man sich 30 Kilo Zucker am Tag in den Kopf, bis man in irgendein Diabeteskoma fällt. Ja, ich habe euch schon so oft gesagt, ihr seid es, die im Internet die Macht haben. Ihr, die Zuschauer, die Fans, die Zuschauer, die neutralen Personen und auch, wie es bedauerlicherweise eben aktuell der Fall ist, sind die Hater. Passt auf. Zu meiner Situation ist es nur deswegen gekommen, weil du hageldumm bist und in deinem Leben immer die falschen Entscheidungen getroffen hast. Deswegen ist es zu deiner aktuellen Situation gekommen. Punkt. Weil die Hater letzten Endes so eine Übermacht sind. Wenn es aber genug freundliche und positive Leute gibt und genug wenn es jetzt freundliche und positive Hater geben würde, dann
positive Leute mal aufstehen und dann mal das Ganze ansprechen und zur Worte kommen, dann würde auch die Regierung sich gezwungen fühlen, mal was gegen diese Scheiße zu unternehmen. Dann würde generell mal was gegen Mobbing unternommen und dann würde auch vor allem generell mal was gegen diesen ganzen Mist unternommen. Ja. Er glaubt das tatsächlich. Er glaubt das tatsächlich. Dass in genügend Dullis im Internet sagen, lass doch den armen Rainer in Ruhe. Ja, dann ist die Regierung dazu gezwungen, ihm zu helfen und ihm die Steuerbarren ins Gesicht zu schmeißen. Ja, dann würden diese ganzen Aktionen, die aktuell stattfinden können. Rainer, was finden denn für Aktionen statt? Es ist doch vollkommen harmlos, was da stattfindet. Klar, es ist assi, da irgendwelche Pizza hinzubestellen, aber es ist doch Killefitz. Rainer, es ist doch Killefitz. Das Einzige ist, dass du halt irgendwie nicht länger wie 4 Nächte am Stück in so einem scheiß Hotel bleiben kannst. Weil du auch überhaupt nicht irgendwelche anderen Optionen berücksichtigst. Du könntest ja zum Beispiel einfach weggehen von Neustadt an der Aisch. Irgendwo hin. Irgendwo. Wo dich vielleicht weniger Leute kennen. Wo der Altersdurchschnitt von den Leuten, die da leben, 60 ist. Die halt nicht YouTube schauen, sondern Musikantenstadel. Gemeinde und das Landratsamt, die können sich nämlich nur deswegen weigern, mich unterzubringen, weil es nicht genug Leute gibt, die sich darüber beschweren. Nein, die können sich deswegen weigern, dich unterzubringen, weil du nicht dergleichen tust. Weil du dich an die Regeln nicht halten willst, die dafür gelten. Ganz ehrlich, andere Leute würden mit Kusshand diese Möglichkeit ergreifen. Die haben da bei der Diakonie angerufen und versucht, dir da irgendeine Unterkunft zu bieten. Da bist du nicht einmal aufgeschlagen. Es gibt andere Leute, die unverschuldet auf der Straße gelandet sind. Die würden sich freuen über die Möglichkeiten, die dir geboten werden. Denen gibt keiner ein paar tausend Euro, damit sie im Hotel pennen können. Was sie dann für Tattoos rausballern. Von deren Bedeutung sie keine Ahnung haben. Im Gegenteil, es gibt sogar viele Leute, die sich darüber beschweren, dass sie mich unterbringen, wenn sie mich unterbringen. Ja, ist richtig, ist eine himmelfragende Unverschämtheit. Die haben dir schon 100.000 Euro für diese scheiß Schanze gegeben, die du innerhalb von 8 Monaten durchgebracht hast. Weg! Verbrannt, durch einen Schornstein gejagt. Und jetzt bringen die dich in einem Hotel unter. Und andere Leute arbeiten jeden Tag hart, um sich ein bisschen einen Lebensstandard zu erfüllen, der jetzt im Moment auch den Gully runtergeht, weil alles unfassbar teuer geworden ist. Und du, fettes Stück Scheiße, hockst dich da hin und beschwerst dich, warum man dir nicht noch mehr Barren in deinen nimmersatten Schlund stopft und warum man dir nicht irgendwo einen kleinen Palast baut, wo seine Lordschaft regieren und schalten und walten kann, wie er will. Es gibt genug Leute, die die Hotels angreifen oder die Unterkünfte angreifen, die Läden angreifen, wo ich... Auch dieses Angreifen. Niemand greift irgendjemanden an. Ich Essen und Trinken kaufe, wo ich den Tag verbringe oder die Nacht oder sonst... Ja, wir wissen, dass du den halben Tag da beim Bäcker sitzt und dir, um dir deine tägliche Dosis Zucker reinzuverleiben. Was? Und nur weil es diese Leute gibt, die auf diese Leute losgehen, weil diese Leute so eine aggressive Aktion abziehen können, ungestraft. Das können die nur deswegen machen, weil es nicht genug Leute gibt, die das Ganze in ein anderes Licht rücken. Wenn mehr Leute... In ein anderes Licht bist du komplett behindert. In was für ein Licht soll ich das denn rücken? Sich über diesen Scheiß aufregen würden, über die Situation, dann würde auch was anderes passieren, ja. Aber es gibt irgendeinen Song, ich weiß gerade nicht, ist der von SPD? Der SPD-Song. Der ist richtig gut. Alter Schwede. Ne? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, das ist der SPD-Song. SPD. STB? Meinst du STDs? Das sind sexual übertragbare Krankheiten. Auf die lässt du dich immer ungern testen. STB, glaube ich, heißt die Band, ne? Sido, irgendwas, das sind 3 verschiedene Leute. Die haben gesagt... haben die gesagt gehabt? Nur einer von 10 ist gegen Mobbing.
Irgendwie so geht's in dem Text. Oh, das ist ein dummer Spruch. Der ist halt ein bisschen funny. So 9 von 10 Kindern haben kein Problem mit Mobbing. Hahaha, weil 9 Leute den einen mobben, der eine wird gemobbt, der hat natürlich ein Problem mit Mobbing, der Rest hat seinen Spaß. Das ist halt ein dummer Spruch, ganz ehrlich. Und weiter? Oder einer von 9. Von 9 Leuten hat einer was gegen Mobbing. So, und genau das ist nämlich Nein, 9 von 10 haben nichts gegen Mobbing, das ist der Spruch. das Problem. Weil von eben 10 Leuten einer was gegen Mobbing hat, haben 9 nichts gegen Mobbing. Ja? 9 von 10 haben nichts gegen Mobbing. Und das ist das Problem. Weil eben so viele nichts gegen Mobbing haben, können sie so eine Scheiße abziehen. Alter, ist es wirklich die Wahrheit? Das ist ein Scheißspruch, so dullihaft wie er ist, nicht verstanden. Rainer, es geht darum, das ist ein Witz. Ja? 9 von 10 Leuten, ich erkläre dir das jetzt nochmal für den Fall, dass du das Video siehst, wieder erwarten. Der Witz ist, 9 von 10 Leuten haben nichts gegen Mobbing, weil 9 Leute den einen mobben. Haha. Und das ist nichts, worauf man eine komplette Lebensphilosophie aufbauen kann. Du hageldummer Knallkopf. Das ist wie... Oh, da hört er sich wieder irgendeine Scheiße an. Das ist wie das Mana-Tanken zum Digimon-Song. Sag mal, kann den mal irgendjemand unmündig machen? Das ist doch nicht zu fassen. Und ich finde im Übrigen, auch wenn dann die Leute mal sagen, ja, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert, hier wird sich lustig gemacht auf Kosten von einem geistig Behinderten. Nein. Das Gericht hat gesagt, er ist mündig genug. Ich kann entweder sagen, okay, der Mann ist so schwer geistig behindert, dass er unmündig ist, dann kann er nichts dafür, dann muss man ihn in Ruhe lassen, ja. Aber dann muss man ihm auch die Mündigkeit absprechen, einen Vormund anbieten, zur Seite stellen, der ihm dann sagt, wann er zu fressen und zu scheißen hat und wann und was er zu tun und zu lassen hat. Der ihm sein Geld gibt zur freien Verfügung und wenn er mehr braucht, dann muss er hin und darum fragen. Und der ihm sagen kann, nein, Rainer, ich verbiete es dir im Internet zu streamen. Weil da nur Scheiße dabei rauskommt. Solange man aber sagt, der Mann darf das alles machen, weil er ein mündiger Bürger ist, ist er selbst für seine Scheiße verantwortlich. Und er muss auch damit rechnen, dass er Gegenwind kassiert. Punkt. Wir sind wieder stumm. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich bin unmündig, weil ich bin zu dumm, ich kann das alles nicht begreifen, was ich hier mache. Deswegen möchte ich gerne den Leuten auf die Schnauze hauen und Polizisten beleidigen, ohne irgendwelche Konsequenzen fürchten zu müssen. Auf der anderen Seite möchte ich aber schalten und walten können, so wie ich will, einfach im Internet, ohne dass mir irgendjemand einen Riegel vorschiebt. Alter, es ist ja wieder stumm 300 Jahre. Es ist doch nicht zu fassen. Er sitzt jetzt hier. Es ist jetzt 4 Minuten, ist er gesessen, stumm. Und hat einfach nur dullihaft in die Kamera geglotzt. Also, wie gesagt, ja, ich habe den Ton kurz ausgemacht, weil hier gerade ein bisschen Rabatz war. Krankenwagen und keine Ahnung. Also, wie gesagt. Unverschämtheit, dass dieser Krankenwagen da vorbeikommt. Hätten jetzt die Leute nicht mal anders krank werden können. Das ist, wie gesagt, genau das, was ich meine, ja. Die Hater sind nur deswegen so erfolgreich mit ihrem Hate, weil es so viele sind. Wenn es mehr Leute geben würde, die sich gegen Mobbing und gegen Hass und gegen Hate einsetzen würden. Nein, es gibt jede Menge Leute, die sich gegen Mobbing und gegen Hass im Internet einsetzen. Und das zu Recht. Und das erfolgreich. Da gibt's viele Leute. Und diese Leute haben dir gesagt, dass sie dir nicht helfen, weil du derjenige bist und kein Mobbing-Opfer. Hate Aid will mit dir nichts zu tun haben, weil sie gewusst haben, dass du derjenige bist. Und dieser Carsten
schieß mir ins Knie, wie er nicht heißt, der hat auch gesagt, dass du derjenige bist. Wenn du einfach ein Mobbing-Opfer wärst, dann hätten sich schon sehr, sehr, sehr viel mehr Leute dir zur Seite gestellt und hätten gesagt, hier, nein, das geht so nicht. Lass den Mann in Ruhe. Der kann da nichts dafür. Und das ist nicht in Ordnung, was ihr hier macht. Aber auch diese Leute begreifen, dass du derjenige bist, deswegen helfen sie dir nicht und dann ist auch der Chaos langsam bissen. Dann müsste es auch irgendwann durchsickern, sogar in dein hageldummes Spatzenhirn, dass du nicht ein Mobbingopfer bist. Und dann würde ja auch die Situation ganz anders aussehen. Aber an der Situation wird ja nichts geändert. Ja, weil es einfach Weil der Einzige, der an dieser Situation was ändern kann, du bist. nicht genug Leute gibt, die gegen Mobbing sind. Es gibt nur Leute, die eigentlich mit Mobbing kein Problem haben. Ich habe vor einiger Zeit ja eine Petition gestartet. Das hat super funktioniert, Rainer. Diese Petition, die war ein bahnbrechender Erfolg, war das. Weltweit haben sie über diese Petition berichtet. Millionen von Unterschriften hast du gesammelt. Ich krieg jetzt dann langsam Hasslatte. Dann schau da rein wie so ein Dulli und dann wieder Mute, wieder Unmute, Mute, Unmute, Mute, Unmute. Anstatt dass die irgendwo hinsetzt, wo er seine Ruhe hat. Ich habe vor einiger Zeit ja eine Petition gestartet. In dieser Petition habe ich gesagt, dass ich was an den Gesetzen von Mobbing und so weiter ändern möchte. Rainer, gut, dass es nicht so ist, dass irgendein kernbehinderter Dulli wie du an irgendwelchen Gesetzen was ändern kann. Ganz ehrlich, es läuft schon genug Chefs in diesem Land. Wenn man dir die Macht geben würde, Gesetze zu ändern, hallo Bruder. Die ganze Petition wurde gesehen von über 40.000 Menschen. Und von diesen 40.000 Menschen waren es gerade mal 600 Stimmen, die gesagt haben, ja, wir müssen unbedingt was gegen Mobbing machen. Ja, die anderen 39.400 Leute, die haben sie halt einfach geschmeidig ins Fäustchen gelacht. Die haben sie köstlich amüsiert darüber, dass gerade du so eine Scheiße ins Internet gebimmelt hast. What the fuck? Von 40.000 Menschen haben sich lediglich 400 dafür waren es gerade nicht noch 600, du Dulli? begeistern lassen, das zu unterschreiben? Das ist schon ein hartes Stück. Ja? Das ist schon echt ein hartes Stück, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen das gesehen haben und wie viele von diesen Menschen dann nichts dagegen unternommen haben. Oder nichts dafür unterschrieben haben. Und genau das ist das, was ich meine. Ja? Einer von 10 ist gegen Mobbing. Halt dein Maul einfach. So, dieser eine bin ich und dann vielleicht, wir sind jetzt 75 Leute hier drin. Das heißt im Prinzip, es sind, 7, vielleicht 8 Leute gegen Mobbing. Grob, wenn man es auch. Alle von diesen Leuten sind gegen Mobbing. Würde ich jetzt mal so unterstellen, da sind vielleicht 1 oder 2 Leute drin, die nicht gegen Mobbing sind. Aber du wirst halt einfach nicht gemobbt. Das ist das Problem. Hier. G985582. Rechts in den Kommentaren. Weil du nicht gemobbt wirst. Du bist Täter. Mehrfach verurteilt. Punkt. Auf dem Schnitt rechnen möchte, ne? Du wurdest nicht gemobbt, du mobbst. Finde ich auch sehr gut. Sehr, sehr schön. Und das ist schon hart. Das ist schon echt hart. Egal. Ich für meinen Teil möchte nur eigentlich mein Leben führen, möchte eigentlich, ich sag's immer wieder, ich habe es in der letzten Zeit sehr häufig wiederholt. Rainer, wiederholst seit 10 Jahren immer wieder denselben Schmand. Über Überleben leben, ne? Die Leute können hier X-Button, ne? Gegen Mobbing etc. Ich bin nicht derjenige, die Hater sind schuld an allem, ladidadidadidadidadidadida. Das ist immer dieselbe Hitparade, die da läuft. Ist mein Wunsch, ist das, was ich mir gewünscht habe für mein Leben, ist es wirklich so viel? Ja. Ja, Rainer, du hast unrealistische Wünsche ans Leben. Das ist es. Punkt. Du hast es begriffen. Du hast unrealistische Wünsche ans Leben. Also ist das wirklich zu viel? Ja, Rainer. Ich habe mir gewünscht, eine Frau. Du hast dir gewünscht, der große YouTube-Zampano zu sein,
dem die Leute fürs Nichtstun digital die Barne in den Arsch stopfen. Und wenn du genügend Barne im Arsch hast, ja, und reich genug bist, dann werden dir die ganzen Playboy-Bunnies hinten nachlaufen, weil du so viele Barne hast. Das war dein Traum. Und dieser Traum ist halt hageldumm und absolut unrealistisch. Und den musst du jetzt dann langsam mal, genauso wie deine Würde oder deine Gesundheit, in den Wald bringen und in demselben niedrigen Grab verscharren. Und danach musst du dich zusammenreißen, arbeiten gehen und mal 200 Kilo abnehmen. Ja, nicht 200, aber 100 Kilo abnehmen. Frau zu finden. Ich habe mir gewünscht, ein Haus zu bauen. Rainer, du hattest schon ein Haus. Du hattest schon ein Haus. Das hast du runterkommen lassen. Danach hast du es verschleudert, um dir einen kleinen LKW zu kaufen, obwohl du bald keinen Führerschein mehr hattest. Also ich wollte das alte irgendwann abreißen, ein neues hinstellen, wenn ich die Kohle dafür habe. Ich wollte einen Job haben, bei dem ich genug Geld... Also zumindest das hat er erreicht. Abgerissen ist das Haus schon mal. verdiene, um für meine Frau, für meine Kinder, für das Haus und ab und zu mal vielleicht auch was Gutes für mich zu tun, was zu haben, was... Ja, und wie gut hat das funktioniert, Rainer? Wie gut hat es funktioniert? ...zu machen, ja, und ab und zu mal Geld auf Seite legen, damit man mal in Urlaub fahren kann, damit... Rainer, wir wissen alle, dass du Geld auf Seite legen ist nicht dein Ding. Rainer, jede Mark, die du jemals in der Hosentasche gehabt hast, ist dir durch die Hosentasche durchgebrannt. Und irgendwo in einer deiner 1000 Arschritzen versunken. Immer wenn du 5 Mark in der Hosentasche gehabt hast, hast du die beim Fenster rausgeworfen. Rainer, du hast dir irgendeinen Billigschmutz gemacht, weil du keine Barren hattest mehr am Ende des Monats. Und dann hast du in der Couch... Wenn du da noch 5 Euro gefunden hast, dann hast du den anderen Scheiß irgendwie stehen lassen und bist einen Döner kaufen gegangen. Rainer, du hast dir von deinem Schanzenverkaufgeld einen Ford Ranger für 40.000 Euro gekauft. Hast von dem innerhalb von ein paar Monaten 15.000 Euro Wert runtergemeldet. Und das auch bloß, weil du echt Glück hattest mit der aktuellen Situation und den steigenden Gebrauchtwagenpreisen. Die restliche Kohle hast du für Fressi rausgehauen. Eine VR-Brille, die wir schon seit 8 Monaten nicht mehr gesehen haben. 10 Monaten nicht mehr gesehen haben. Eine neue Grafikkarte. Und jede Menge anderen Schmutz. Und Hotelzimmer und dann ein bisschen Sprit verbrennen. Über ein paar Monate. Und was da noch übrig war, das hast du Mona in den Arsch gestopft. Und jetzt sitzt halt da. Und bist wieder Barne betteln. Geld auf die Seite legen, das in die Lach. Damit man sich ein neues Auto kaufen kann, damit man einfach sich was Gutes tun kann. Ja, ich finde persönlich, dass das ein ganz normaler Wunsch ist, dass das nichts Besonderes ist, dass das auch nicht zu hoch gestochen ist. Rainer, dafür muss man was leisten. Noch dazu, ein Haus zu haben, ist nicht selbstverständlich. Für die allermeisten Leute in Deutschland ist das nicht selbstverständlich. Du hattest ein Haus und das hast halt verlebt und danach verschleudert. Und wenn man solche Wünsche hat, ja, das ist nicht zu viel verlangt, aber dann muss man halt was dafür tun. Man kann nicht erwarten, dass einem das Leben permanent irgendwie alles hinten nachschmeißt und sein Fettarsch einfach einem durchs komplette Leben nachgetragen und gepudert wird. Ich finde, das ist ein normaler Wunsch aus einer normalen Situation heraus. Und das wird aber absolut, das ist anscheinend schon zu viel gewesen. Das ist schon zu viel, was ich mir gewünscht habe. Für dich? Ja. Tja. Und genau so läuft halt die Welt. Na gut. Ich werde mich an dieser Stelle jetzt mal verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, Halleluja. Wir haben die Scheiße hinter uns gebracht. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? 1 Stunde, ja, knapp 1 Stunde 45 Minuten. Wir fassen zusammen, ja. Es sind immer dieselben Schallplatten. Ich will nur mal leben, ne? Bin nicht derjenige, ladidadida, die Polizei, das Landratsamt, die Gemeinde, alles Hater, die machen alle ihren Job nicht. Die Hater sind schuld daran, dass ich auf der Straße lebe. Ich wollte eigentlich nur bla bla bla, Barne betteln, Barne betteln, Barne betteln. Ja,
In diesem Sinne, aber wenigstens, muss man sagen, wenigstens behauptet er nicht mehr, er würde in Zukunft nicht mehr über die Hater reden. Er redet halt einfach über die Hater. Das ist auch schon eine Sache. In diesem Sinne, das Offensichtliche nochmal zu erwähnen, tut nicht, was Rainer tut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Überlebt den morgigen Tag gut, startet gut ins Wochenende. Und Metal auf, meine Freunde.